definitiv. Genau, zum jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Das ist recht heiß gelaufen gerade. Zum ein bisschen runterkommen. Reden wir doch einfach über Autos ein bisschen. Was so passiert ist Sehr gerne. im letzten Monat. Ich habe als erste News da, der Toyota hat ja den GR86 gezeigt. Ich kenne deine Meinung ein bisschen. Du, der GT86, der Vorgänger, hast Ich bin jetzt Doch weniger so in die Richtung unterwegs, ehrlich gesagt. okay. Aber so, wenn ich jetzt noch in Erinnerung habe, ich habe jetzt gerade das Bild nicht mehr vor mir gehabt, aber sieht jetzt noch verhältnismäßig für die heutigen Autos, die produziert werden, finde ich sehr schön. Ja, also die Idee von ihnen war ja, hey, wir wollen nicht Millionen von PS. Ich meine, alle machen das, Millionen von PS, unfahrbar, eigentlich ohne Assistenzsystem, also ohne die ganze Und Stabilität. vor allem kannst du es nicht brauchen. Du zahlst nur zu viel Abgaben. In der Schweiz sowieso. Ja. Genau, ja, du musst dann mal schauen, wenn ich das nächste Video verlade. Ja, und dann hat es gesagt, eben, kleiner Motor, Handschalter, Heckantrieb, dünne Pneu, das Das, ein was bisschen das, was du brauchst. Genau. Richtig. Und jetzt eben, haben sie den Nachfolger gezeigt und das, was für mich jetzt raussticht, ist, das Drehmoment ist tiefer. Also es ist immer noch ein Sog, das Drehmoment ist tiefer. Das heisst, du kannst noch ein bisschen mehr mit dem Viertel spielen. Und du hast das richtig gesagt, es sollte doch mehr so Auto geben. Mhm. Weil zum Beispiel der McLaren 720S, 720 PS, ich meine, alle sagen, das ist der Supersportwagen. Ja. Aber sagen Deutschland auch, auf der Autobahn und auf der Rennstrecke, ja. Aber in der Schweiz kannst du ihn nicht brauchen. genau, die Sache ist eben, aber sagen auch alle, du kannst den ohne, bei dem schaltest du die Traktionskontrolle nicht ab. Weil, Also nicht im normalen Straßenverkehr. ja, aber Außer du bist ein professioneller Rennfahrer, aber dann hast du mal 150% Aufmerksamkeit. ja, eben genau darum geht es. Also das Zeug ist eigentlich unfahrbar. Weil, wenn die Software ständig am Regeln ist, Ja. dann hast du nichts davon, dass du 27 PS Mhm. unter der Haube hast. Und ja, ich finde, das sollte eigentlich eine eigene Autoklasse werden. Ja. Weißt, das ist das, die Hersteller in die Richtung mühen. Vielleicht kommt das ja, wenn dann 180 km/h Maximum ist. Ja, Wie- dann Wie in wird- Japan, meinst du? Ja, Aber in Japan, die haben ja spezielle Autos. Da, wie heisst es? Cat Car? Oder wie heisst es? die da? K-Cars. Ja, genau. Wo schmaler Münze. Ich habe nur letztens ein Video darüber geschaut. Die sind ja mega spaßig zum Fahren. Das Ja, sind auch kleine Vierzylinder, Nein, Hangschalter. es sind Dreizylinder. Oder Dreizylinder. 666 Kubik oder 660 Kubik maximal. Ja, genau. Dafür sind sie Ja. eben günstiger in der Zulassung, weil sie. Also Größe macht kein. Also Ja. zu einem gewissen Grad, aber es ist hauptsächlich der Motor, der eben Dreizylinder, 660 Kubik maximal. Eben, aber die machen ja mega Spaß zum Fahren. Absolut. Ich meine, ich sehe es bei meinem Ibiza. Da schalte die Traktionskontrollen aus, habe ich dann dreht er durch mit nur 105 PS. Ja, Mhm. eben, es ist Lange die Führung. Eben, es ist ja genau das. Also wenn du 10% von dem Potenzial vom Auto kannst ausschöpfen, ich weiß nicht, wie viel Freude du daran hast, oder? Aber wenn du wirklich mal denkst, hey, ich fahre heute über irgendeinen Pass, oder? Und, Ja. oh nein, es ist... Ja, aber vieles ist ja gerade einfach nur um Zahlen, um die nackten Zahlen, um die Facts. Also ich kann sagen, hey, mein Auto hat 720 PS, juha. Es ist auch, ich meine, das Gleiche ist ja mit der Rundenzeiten. Ja. Mit der Notschleife-Rundenzeiten. Ich meine, jetzt der neue GT3 zum Beispiel, der sind es knapp unter 7 Minuten. Mhm. Das Auto kann das. Ich kann das nicht. Ja, Ja. aber was bringt mir selber das so? Eben, wenn Ich kaufe nicht das Auto, um auf Nordschleife zu gehen, um eine runde Zeit zu legen. aber auch wenn du es machst. Also ist sicher geil, aber... Es sind die wenigsten, die diese Zeit können aufstellen können, oder? ja, eben. Also weißt du, Es ist keine. was bringt? Ausser der Testfahrer. Ja. Ja, eben. Ich meine, der hat leere Strecke. Wahrscheinlich nicht die erste Runde, die er fährt. Richtig. Drauf. Und er macht auch nichts anderes den ganzen Tag. Und er hat das Auto von der Entwicklung auf getestet und probiert und sein die haben Feedback ihn gegeben. Also, eingestellt auf den. genau, es ist Und der sein fährt Auto. Ohne System, also ohne Ja. Assistenzsystem. Ja, eben. Und es sind Zahlen, die irgendwie regieren. Ja. Aber es ist völliger Ich habe Blödsinn. lieber den Spaß. Es ist völliger Blödsinn. Ich würde es ja cool finden, wenn man jetzt statt, dass man immer sagt, hey, wir haben eine neue Bestzeit auf der Nordschleife, dass man einfach so Normalos wie uns einlädt und sagt, hey, was kann, man weiss, das Auto mit einem professionellen Testfahrer, der das Auto abgestimmt etc. hat, der schafft 6,58 von mir aus. Was schafft aber ein Normalo, der in seinem Leben vielleicht zweimal auf der Nordschleife war, was kann der mit dem Auto fahren? Mhm. Das wäre doch viel repräsentativer für die Allgemeinheit, wenn sie dann das Interesse hätten, das auch mal auszuprobieren. Oder? Ja, Ja. aber was schafft so einer ohne irgendwelche Hilfssysteme? Genau. Wie einfach kommt der Schlag? Also Ja, weißt, wenn du musst Differenz- vielleicht jetzt nicht gerade die Nordschleife nehmen, die gerade links, rechts Bahnen hat, sondern irgendwie eine breitere Straße. Wie oft dreht es den, wenn er irgendwie aus einer Kurve raus will Gas geben? Ja, Yep. und ich meine, gerade dort könntest du sagen, wenn eine kleine Differenz ist zu der
zu der Top-Zeit, Ja. desto einfacher ist das Auto zum Fahren eigentlich. Aber dann andererseits ist auch das andere. Nur weil das Auto einfach zum Fahren ist, heisst, dass du auch wirklich Spaß daran hast. Ja, ja. Und Das kommt ist dann auch natürlich dazu, der oder? Fall, ja. Ich meine, für mich ist das eigentlich die Motivation gewesen, um den Channel überhaupt zu starten. Es ist alles Rundenzeiten, alle haben irgendwie ihre Skidpads, so können sie gut driften, alle haben, keine Ahnung, ihre abgesperrten Strecken, die das Zeug testet. Aber wie ist es auf der Straße? Ich finde das zum Beispiel beim Ivo-Magazin, finde ich habe gerade keine Ausgabe von denen da. Bei Ivo finde ich es cool, sie gehen am Anfang auf die Rennstrecke, dann sortiert es einfach mal 4-5 Autos aus und mit den Verbleibenden gehen sie auf Schottland oder so, oder irgendein in ein anderes Land, wo schöne Straßen hat. Und dann wollen sie wissen, okay, der Sieger wird auf der Straße gekürt. Und es muss wirklich Spaß machen. Und du siehst es, beim letzten hat der M2 CS gewonnen. Vor dem McLaren 765 LT, vor dem Huracan Rear-Wheel Drive, vor dem 911 Turbo S. Und ja. Das ist das Gleiche wie mit dem goldenen Lenkrad, das ja das deutsche Fernsehen ja immer macht. Ich meine, die testen das ja auch auf der Rennstrecke. Klar, nimmst du nicht, also auch gewissermaßen sind es gewisse Grad Rennfahrer, die fahren, aber nicht reine Rennfahrer. Und ich sage, ja, was bringt mir jetzt das, wenn der sagt, boah, es 10 von 10 auf der Rennstrecke. Ich bin ja nicht auf der Rennstrecke unterwegs. Also wäre ja gern, aber wenn ich zum Arbeiten habe ich leider keine Rennstrecke. Habe ich den normalen Verkehr vor mir. Leider, ja. Ja, das Einzige, ich finde es ja nicht gut, wenn es irgendwann heisst, okay, auch wenn ich nie schneller als 120 kann fahren kann, würde ich es gleich nicht gut finden, wenn sie sagen, okay, alle Autos dürfen nur noch 180 fahren oder maximal. Aber andererseits frage ich mich dann, ob das dann sozusagen der Weckruf wäre für Ferrari, Porsche, Lamborghini, um zu sagen, okay, mir kann jetzt mittlerweile jeder Range Rover davon fahren. Jetzt müssen wir schauen, dass Autos leicht sind und Spaß machen. Ja. Je nachdem. Also eben gerade so Lamborghini, McLaren und so weiter. Ich glaube, die bauen ja die Autos schon primär, um auf der Rennstrecke bewegt zu werden. Auf jeden Fall. Und also Japan, der GTR, der 35 GTR ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wenn du einen japanischen kaufst, wenn du den auf der Straße bewegst, der fährt noch 180. Ja. Wenn du aber GPS siehst, also wenn das Auto sieht, via GPS, dass er auf einer Rennstrecke ist oder auf einer Strecke, die in dem Sinn keine Limitierung hat, dann macht er auf, softwaretechnisch, dann kannst du deine 300, was auch immer das er fährt, kannst du dann fahren. Und wahrscheinlich wird es halt logischerweise softwareseitig in die Richtung gehen. Und das Problem wäre. Genau. Wäre ja eine perfekte Lösung, klar. Software ist manipulierbar. Absolut, ja. Aber eben das besser als einfach sagen, die Autos, wir limitieren jetzt generell einfach den Motor auf so viel Drehzahl. Gut, das haben sie in Japan nie gemacht. Also, ja. Dort haben sie noch das Gentleman Agreement gehabt mit den 280 PS. Darum hast du alle Evos und STIs und so weiter, die haben genau 280 PS. Obwohl sie ohne Probleme 320, 330 PS können liefern können. Das war einfach das Gentleman Agreement damals. Und trotzdem haben sie halt Autos gebaut, die auch mehr Leistung haben. Ich meine, Supra ist das beste Beispiel, der MK4. Den Motor kannst du Block 1000 PS fahren, ohne jetzt grossartige Modifikationen in dem Sinn zu machen. Der hebt das aus. Aber trotzdem hat es Toyota einfach nur mit 330 PS verkauft, auch wegen Abgaswert und allem drum und dran. Aber ich glaube nicht, dass sich dann gross in dieser Hinsicht etwas würde ändern. Die schnelle, hohe Zahlen in dem Sinn liefern, die werden das weiterhin liefern. Halt einfach mit dem Argument, dass unser Auto ist eigentlich primär für die Rennstrecke gebaut, aber wir haben euch das Goodie noch gegeben, dass ihr gerne auf der Straße fahren dürft. So quasi. Okay, ja. Denke ich mal. Ich bin gespannt. Ich will es ja nicht. Ja, das Weise, Gleiche wie aber- Mercedes. Die haben ja auch letztens mal den Spruch gehabt, die optimale Reisegeschwindigkeit für Mercedes liegt bei 263 km/h. Also so, dann sagt der Benzinwert am optimalsten. Wir sagen, ja, und wo erreichst du das aus Deutschland auf 2-3 Kilometer Autobahnstrecke? Dann kannst du nicht so lange fahren, weil plötzlich hast du wieder einen Bulli vor dir, der deine 180 musst runterbremsen, oder? Eben, Verkehr und dann ist es auch abgehakt. Und, ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ihr habt den aktuellen BMW M3 gesehen mit der grossen Niere. Ja. Ja, das sagst du jetzt. Aber es gibt Leute, die sind super Fan davon. Und endlich kannst du das auch auf deinem E60, auf deinem alten 5er E60 haben. In China kannst du das jetzt bestellen und dann kannst du das auch auf deinem alten 5er montieren. Okay. Also ich habe jetzt nachts ruhig geschlafen. Bis jetzt habe ich amigs, immer schweißgebadet aufgehört in der Nacht. Ich werde auch so eine Niere. Und jetzt kann ich endlich... Ich weiss nicht, warum in Asien ist das irgendwie so beliebt, dass man einfach von den neueren Autos die Front an ein halbes Auto macht. Ich meine, bei der RX-7, RX-8 habe ich letztens einen gesehen, wo
am RX-7 eine RX-8 Front angemacht hat. Okay. Es sieht noch speziell aus, muss ich sagen. Also es sieht nicht ganz so gewöhnungsbedürftig aus, was aber auch an den Nieren könnte liegen. Ja, aber sehr diplomatisch. Aber in Asien machen sie das gerne. Es gibt ja eben jenste Autos, die nach Porsche aussehen, aber gar kein Porsche sind und so Sachen. Ja, Also, der Luxussteuer. ja, das kann gut sein. Ja, ich habe gerade letzte, also jetzt noch ein bisschen vom Thema abgekommen, auch wegen der Luxussteuer. Es gibt ja den Porsche 718 Spider. Das ist ja der eigentlich der Boxer mit dem Motor vom GT4. Sieht auch ein bisschen anders aus. Und in China verkaufen sie ihn als Spider, also eigentlich als Top-Version, mit einem 2 Liter Boxer What? 4. Ja, einfach weil niemand kauft den mit dem 4 Liter Boxer. Okay. Und dafür, ja, als 2 Liter, dafür sieht er aus wie der Spider. Habe ich Okay. jetzt speziell gefunden, so etwas von Porsche. Aber Finde ich ja speziell, ja. ja, geht's. Aber es muss sich lohnen, dass Porsche Ja. sich den Aufwand betreibt, so etwas zu machen. Ja, es ist der bestverkaufte Porsche in China. Schon? Der 718, ja. Alter, okay. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Als 2 Liter einfach. Ja, was. Gut, wir haben es vorher ein bisschen vom Skyline gehabt, vom GTR. Und es gibt wieder einen neuen. Ein neuer Alter, meinst du? Ein neuer alter, genau. Ein Ja. neuer R35. Ja. Ich habe letztens einen coolen Kommentar gelesen. Der Skyline. Offenbar darfst du das ja nicht mal Es ist sagen. kein Skyline mehr, nein. Es ist ja Sakrileg, wenn du Skyline sagst. Ja, weil in Asien, es gibt den Nissan Skyline als Modell, gibt's noch, aber es ist eine viertürige Limousine, eine Luxuslimousine. Also das heisst, der R34 war auch nie ein Skyline gewesen, eigentlich. Mal, sie haben eben, weil Nissan dann kein Supersportmodell mehr hat wollen bauen oder dürfen bauen oder wie auch immer, also ich kenne die Politik dort dahinter nicht. Okay. Die haben dann effektiv den Namen Skyline weiterverwendet und bauen jetzt halt einfach eine Limousine daraus. Okay. Darum heisst der neue aber nur GTR und nicht Skyline GTR Okay, oder so okay. etwas. Also ich kann niemanden beleidigen wollen mit dem. Ich meine, der R35 GTR. Ja, und ein Kommentar, den ich gelesen habe, hat es geheißen, ja, der GTR ist zu dem Auto geworden, wo er eigentlich am Anfang bekämpft hat. Weil der kostet jetzt mittlerweile auch 200'000. Ist ein Nismo, kostet jetzt mittlerweile auch 200'000. Also eigentlich, am Anfang war er ja eigentlich so ein Budget-Supercar. Ja. gewesen. Ja. Und immer teurer wurde, Nismo spezieller. Und ja, jetzt kostet er genauso viel wie alle anderen auch. Ja. Ja. Und ich meine, wann ist 2007? Wann ist der gekommen? 2007, 8, 6? irgendwie 7 oder 8 habe ich gemeint, ja. so. Also schon 12, 13-Jährige. 12, 13-jährig. Und ich nehme an, es ist eben wegen Emissionen schwierig, da einfach einen neuen R36 anzupflanzen. Ohne Hybrid wahrscheinlich, ja. Ja, was wahrscheinlich dann auch nicht günstiger, also will ja nicht günstiger werden mit dem. Ja, eben. Version 35 oder wie viel auch immer das es mittlerweile gibt. Genau, ja, also nächstes Jahr wird es dann wieder 10 PS mehr aus, dann gibt es einen neuen. So in dem Stil, ja. Schade. Ja, verkauft sich besser. Ich weiß gar nicht mal, wie die Verkaufszahlen von dem sind. Also ich aber weiß es offenbar, auch nicht, aber aber offenbar muss es sich lohnen, weil ich meine, Anscheinend. sie jagen immer noch. Oder es wird der einfach jetzt zu melken so gut, dass es geht. Ich weiß es nicht. Aber mich jetzt. Ich meine, man sieht schon relativ viel auf der Straße, also bei uns zumindest. ja, ich jetzt eher weniger. Schon. Ja, also bei uns fahren die inner Ferrari, Lamborghini Ja und gut, McLaren Goldküste halt, Jetzt ja. auch. Eis umeinander. Okay, ja, bei uns siehst du doch schon einige Es ist einige GTRs, ja. Ja, das ist halt wirklich. Ich denke, das ist auch in der Stadt. Also, Aglo hätte ich jetzt gesagt, ja. ja. Also so spezifisch weiß ich nicht, aber ich sehe es schon ab und so. Mhm. Auf der Straße siehst du es schon. Mhm. Aber auch weniger als. Ich finde auch weniger als Film. Eben, 12, 13 Jahre. Mittlerweile sind einfach die SUVs immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Also gerade jetzt bei uns auf dem Land ist extrem. Also jedes dritte, vierte Auto ist so ein Mercedes, BMW oder sogar ein Lamborghini, so ein SUV, das da entgegenkommt. Ja, das ist auch da nicht anders. Das ist überall ein Trend im Moment. Was ich zwar nicht verstehe. Ich finde, die sehen so hässlich aus. Also, meine Meinung jetzt dazu. Ja, da Die kann man Urus gerne. kannst du anschauen, aber der Rest so die Wir machen, BMW. wir machen keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Nein, so fängt das an. Nein, keine Ausnahme. Es sind alle zu viel. Ja. Aber der Urus haben es noch am besten umgesetzt, weil noch einigermaßen nach Lamborghini aussehen. Die anderen sehen ja wirklich einfach so ein bisschen. Ist einfach so, wie so ein kleines Kind, das Auto gezeichnet hat, so rund, 2 Rädchen, gut ist. Ja, Aber also. das ist wirklich sehr unbeliebt gemacht bei sehr vielen Leuten. Möglich. Ist egal. Aber Die wir urteilen nicht. Kommentarsektion und nicht meine. Ja, weil, Genau. wenn du irgendwo aneckst, dann musst du ja fast. Nein, also ich glaube, SUVs, da macht niemand Hehl, also niemand.
ich glaube, die wirklich Auto interessiert sind, die sind nicht gross an SUVs interessiert. Mhm. Ja. Ausser du brauchst ihn eben gerade zum Pose oder für irgendwas, dann natürlich schon. dann schon. Aber keiner, sonst- der am Fahren interessiert ist, will ein SUV. Ja, logisch. Aber auch nicht. Darum, ich glaube nicht, dass das wirklich eine unpopuläre Meinung ist. Nein. Jetzt Also in Es- gewissen Kreisen sicher. Aber Es sagt wahrscheinlich einfach niemand so gerade raus. Schätze ich jetzt mal. Oder die wenigsten, sagen wir es mal ja, so. Ja, ich meine, weil, was du sehr gut siehst, letztes Mal bin ich mit einem Händler, bin ich dann mit einem am Reden gewesen, und dann ist einer mit seinem X5M oder X6M vorgefahren. Also hat 560 PS gehabt unter der Ja. Haube. Aber die Pneu sind irgendwelche billige Pneu gewesen aus China. Also nicht das Problem mit Oh. Pneu aus China ist, aber er hat für so ein Auto hat er an den Pneu gespart. Mhm. Und ich meine, gut, es ist vielleicht nicht das Auto, das am besten handelt, aber trotzdem musst du ja auf so einem Auto vielleicht schon eher gute Pneu haben. ja. Und du weißt, das Auto ist nie zum Fahren gekauft worden. Nein. Ja. Das Auto ist nicht gekauft worden, zum schneller als 30 fahren. Dafür im zweiten Gang bis keine Ahnung wie viele Touren aufdrehen. Genau, Mhm. genau. Ja, also, ja, SUVs ist generell so ein Thema. Die können vor allem nicht fahren. Also zumindest jetzt bei uns auf dem Land. Die, wenn eine Straße schon in Mittellinie, kleben sie auf der rechten Fahrbahnseite und nicht auf der linken, wo sie eigentlich hingehören. Also Ja, einfach das ist gerade andersrum. Sie fahren gerade auf der linken Seite, anstatt das rechts fahren, wo sie gehören. Ja, das ist, weißt du, die Fahrerseite, oder? Das ist ein bisschen safer. Ja. Wenn das Auto so breit ist, weißt du nicht, wo Ja. das Auto aufhört. Aber es ist mega mühsam, weil die bremsen dann nicht. Also ich muss schon ein paar Mal müssen ausweichen, gerade mit meinem, weil da wirst du einfach abgeräumt sonst. Okay. Also meistens, also nicht gegen Frauen können nicht Auto fahren, aber es sind meistens immer Frauen am Steuer gewesen, die meiner Meinung nach das Auto definitiv nicht gekauft haben, sondern einfach fahren, weil es der Mann gekauft hat. Ja. Das ist gut möglich. Ja. Ja gut, es ist ja so eine Begründung, oder? Aha, es ist Sicherheit, bla bla bla. Es ist gross, hast viel Platz rundherum. Die Frage ist, sicher. wenn jeder noch mit einem 3-Tonnen-Panzer fährt, Dann ist relativiert sich das Ganze wieder, oder? Und, ja. Aber ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Thema, oder? Wenn du nicht so interessiert bist an dem, was du machst, jetzt zum Beispiel am Autofahren, ja. und du bewegst halt so ein Fahrzeug, dann, ja. Ich Ja, weiss vor allem nicht. viele kennen ihre Fahrzeugbreite gar nicht. Das Ja, ist Das so, ist mir ja. letztens wieder aufgefallen, wo wir im Geschäft darüber diskutiert haben, wo wir haben uns ein neues Geschäftsauto zulegen. Auf der Autobahn ist ja viel so die Baustelle, wo es steht, auf der linken Seite nicht breiter als 2 Meter irgendetwas. Mhm. Genau, ja. Und viele denken einfach, das ist eine Vorgabe. So, Achtung, es ist kleiner als 2 Meter irgendetwas, aber du wirst büssen, wenn du dort hinfährst und dein Auto breiter ist. Nice. Das habe ich erst letztens herausgefunden, dass das Schild heisst, nicht breiter als das. Und sonst kommst du glaub, auf 180 Stutz, wenn sie die rausziehen. Okay. Und ich habe einen Polizeibericht mal gelesen und die haben anscheinend, wenn sie mal kontrollieren, ziehen sie jeden 3., 4. SUV-Fahrer raus. Weil der SUV ist zu breit für die Linksspur auf der Autobahn, wenn sie an Baustellen vorbeifahren müssen. Finde ich aber cool. Ja. Finde ich wirklich cool. Ah, das ist jetzt mal etwas Sinnvolles. Ja. Habe ich es auch nicht gewusst, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ich dachte, das ist Ein wer schaut schon nicht Hinweis? drauf? Ja. Nein, es ist wirklich so ein... Krass. Also, ja, sie können eigentlich recht bussen, nur die Polizei meistens weiss es selber auch nicht. Aber das ist ja nichts anderes als mit dem neuen Gesetz. Rechts vorbeifahren heisst, ist ja nicht so, wie sie es eigentlich kommuniziert haben. Es ist ja nur im Stau, darfst du rechts vorbeifahren. Du darfst nicht rechts vorbeifahren für auf die Ausfahrt, du darfst ihn nicht überholen. Nur Das ist im- nicht überholen. Das ist nicht überholen. laut Gesetzgebung, also ich habe letztens mit dem Nachbarn geredet, und der ist Polizist, theoretisch ist das nicht legal, auf der Autobahn mit 130 rechts an einem vorbeiziehen und nachher auf die Ausfahrt raus. Das darfst du eigentlich nicht. Das Gesetz ist eigentlich nur für den Stau gedacht, dass du im Stau aneinander darfst rechts vorbeirollen. Aber das haben wir ja früher schon gehabt. Ja, aber dort ist es noch nicht erlaubt gewesen, theoretisch. Okay. Spannend. Ja, aber eben die Hälfte von der Polizei weiß es auch nicht. Ja. Das ist schön Ui, dran. ui, 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 ui. Ich lasse das mal unkommentiert stehen. Ja, ich glaube, da wollte ich nichts mehr dazu sagen. Finde ich aber nicht cool. Wir haben in unserem ersten Podcast, Ja. den wir zusammen gemacht haben, darüber geredet. Gehabt. Januar. Ja, von mir aus, ich meine, was spricht dagegen, dass man gerade, weißt du, nicht nur das rechts vorbeifahren, sondern Ja. gerade das rechts überholen zulässt. Wenn so auf der linken Spur schleicht mit 120. Mhm. Weil die Sache ist, weißt du, wenn du in Deutschland bist und es ist unbegrenzt und okay, du willst nicht, dass einer mit 240 rechts an dir vorbeifährt. Ja, Sag ist mal, logisch. okay, lassen wir mal so stehen. Aber wir fahren alle 100 oder 120. Mhm. Und wenn jetzt einer wirklich mit 80 auf der linken Spur fährt, wieso sollst du nicht rechts dafür. überholen? Weil du musst schauen, wenn die Spur wechselst. Also, Ja, Ja. ja. Ich meine, das siehst du jetzt in Italien. In Italien gibt es verhältnismäßig wenig Unfälle für so, wie es fahren. Weil die Leute müssen schauen. Weil Ja. du schaust einfach mehr, als wenn du in der Schweiz, gerade in der Schweiz mit den strengen Gesetzgebungen und wo überall kontrolliert wirst, blinken, ja, rechts ist keiner, wenn ich rechts überholt habe, fährt über und dann ist dann halt eben dort doch einer. In Italien schaust du einmal mehr, wenn du einfach überziehst. Richtig. Mhm. Ich bin
ich bin schon ein paar Mal in Istanbul gewesen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, Verkehrsschilder bedeuten nicht das Gleiche wie sonst irgendwo auf der Welt. Aber die Leute schauen. Ja, logisch. Die Leute schauen. Was heißt, wie soll ich sagen, das ultimative Kriterium ist dein Blick, deine Wahrnehmung. Mhm. Und das ist auch nicht schlecht, weil man da sieht, wie viele Millionen Autos das dort umeinander fahren, passiert eben auch relativ wenig. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das ganze rechts vorbeifahren, aber nicht überholen und so, das ist eben Ja. völliger Blödsinn. Das können wir auch Das, grad- Gute, das Problem ist halt, wenn es dann legitimierst, dann bölzt einfach dann alle rechts an dir vorbei. wie gesagt, du musst schauen. Also, Du müsstest einfach strenger gegen links fahren gehen. Weil du hast so oft Leute, die links sind, obwohl es Ja. rechts frei ist. Das stimmt. Also weißt du, dass man zwischen zwei Lastwagen nicht reinziehst rechts, ist mir logisch, dass du nicht mehr rauskommst. Aber wenn die ganze Autobahn frei ist, wieso hockst du dann auf der linken Spur, wenn rechts alles frei ist? wir sind zusammen ja in Rockville gewesen. Mhm. Und es hocken alle auf der mittleren Spur. Ja, Mhm. logisch. Es bringt gar nicht, dass die Autobahn dreispurig ist, weil effektiv wird sie zweispurig, wenn alle Ja, in ja. der Mitte fahren. Weil keiner fährt rechts, keiner Genau. will rechts fahren. Nur die LKWs fahren Eben. rechts. Und der Rest ist automatisch links, also auf der mittleren Spur. Ja. Das sehe ich auch bei uns auf der Autobahn jetzt richtig von Pfäffiken Richtung Wollerhaufen. Gut, dort ist mühsam, weil die Rechtsspur ist die Einfahrt. Ja. Aber es hocken alle auf der linken zwei Spuren Ja. und müssen nachher alle rechts über. Und darum, von all da bölzen wir 120 drauf und mehr, weil halt SUV, die Leistung haben, fahren dort drauf. Und nachher oben dran, wenn alle müssen rechts über, dann ist wieder so ein Stau, weil einfach keiner vorher rechts überfährt. Ja. Weil alle das Gefühl haben, nein, wenn ich jetzt rechts überfahre, komme ich nicht mehr raus. Was ja eigentlich nicht stimmt, weil es eben dreispurig ist, aus einem Grund. Ja. Ist schon so. Ja, also ich weiß nicht, was der Grund ist, weil dass mehr Autos könnten drauf fahren, kann es nicht sein. Weil Nein. funktioniert nicht. Oh ja. Mhm. Gut, kommen wir wieder zurück zu dem Auto, weil wir kommen immer wieder in so Themen hier, wo wir keine Lösung finden. Wenn ich mich nicht irre, Mansory ist, glaube ich, eine Schweizer Firma. Die veredelt Stimmt, ja. Auto. Und der 488er ist eine von den neuesten Kreationen von ihnen. Ja. Wie stehen dir so dazu? Finden nicht schlecht, aber ja, er sieht halt wirklich nicht mehr nach Ferrari aus. Ja, Es ist wollte ich halt sogar sagen, so. Komplett anderes Auto. Also ich finde, das ist jetzt eine von den weniger, ich weiß nicht, sollte ich schlimm sagen, Kreationen, also von den weniger, nein, bleiben wir schlimm. Weniger schlimme Kreationen von uns. Also sie hat so noch ganz anderes Zeug gezeigt, aber Ja. ähm, Das ist immer eine Ansichtssache. Ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht so wirklich Fan von Veredelungsfirmen. Also keine Ahnung, viel, was ich gesehen habe mit so veredelt. Ich meine, es gibt ja auch bei der G-Klasse, gibt es ja da. ja, Brabos und Genau. Mhm. Und ich muss sagen, so, ja, die Leute kaufen es einfach, ich habe ein veredeltes Auto, wo ich muss sagen, ja, lieb ist aber nicht wahrscheinlich gross dahinter. Dann lieber privat. Veredelst etwas, wo vielleicht nicht 100% wie von nachher einer Veredelungsfirma aussieht, aber du weißt, die Person, der bedeutet das Auto etwas. Kann das sein, dass irgendwie bei uns das Customizing nicht so groß ist? Also irgendwie, ich bin zum Beispiel viel in der BMW-Foren unterwegs, Beamer Post. Und alle, die aus den USA sind, dort ist es gegeben, dass das Auto original bleibt. Das kommt gar nicht in Frage. Es ist gegeben, dass jeder etwas im Auto macht, Felgen oder ein Wrap. Ja, aber das oder ist, dort ist es irgendwas. auch viel einfacher. Also ich würde auch gerne viel mehr machen, aber ich muss mir sagen, der Aufwand ist mir nicht wert. Dann wieder musst du zum TÜV, dann musst du wieder das schauen, wieder eintragen. Es lohnt sich Das nicht. ja, das ja. Es Also in den kostet US einfach Unmengen. Ja, gerade neue Felgen dran, du musst auch wieder eintragen lassen und dann wird das noch kontrolliert und dieses und jenes, was du in den USA kannst du einfach machen. Dort Das sind stimmt. einfach Gesetze viel weniger streng. Ja gut, das ist ein guter Punkt. Dort hast du auch andere, dort hast du Firmen dafür, die das auch machen. Gerade so, dort findest du Unmengen Auspuff-Firmen, die einfach nur auf Auspuff spezialisiert sind. ja, Was natürlich bei uns viel weniger dicht angesiedelt sind. ja, Und denen noch eigene Hand an musst legen. Also, entweder gehst du eben zu einem, der eine Werkstatt hat und schraubst selber dran und dann ist es automatisch kritischer fürs TÜV. Weil Mhm. du hast selber Hand angelegt ja. und sonst musst du auch, zahlst einfach Unmengen an Geld. Ja, die EU ist ja glaube ich vorbei, oder? Ich glaube, Zubehör, Auspuff dürfen ja nicht lauter sein als der Original. Ja, sie haben jetzt auch irgendwie neue Prüfbedingungen irgendwie dafür. Ja. Also ich weiß nur, dass bei BMW zum Beispiel haben sie früher immer noch einen Sportauspuff gehabt, zu allen Modellen, also so der M-Performance Mhm. Auspuff. Und in Europa kommst du den nicht über, weil ist lauter als das Original. Also jetzt nicht mehr, oder? Genau. Ja. Ja. Du musst halt einfach ein altes Auto kaufen, das noch Ja. lauten Auspuff hat. Jawohl. Ja, weil die Elektroautos machen dann gar keinen Lärm mehr. Ja, die müssen ja jetzt Lärm machen. Ja, Also wenn sie genau, wenn sie unter 30 fahren, was ja eigentlich auch wieder, was ja eigentlich gut ist. Ja, aber ist okay. trotzdem okay. baust du leisliche Autos, dass sie nachher einfach selber Lärm machen müssen, weil sie es nicht können. Weil die Leute sich nicht gewöhnt sind, ja.
Gut, ist schon gefährlich, wenn du das Auto nicht angefahren Ja, wie die E-Bikes, die du vorher gesagt Eben, hast. genau, ist etwas das Gleiche. Bist du dich nicht Du bist bewusst? abgeräumt, ja. Ja, das ist... Wir haben ja auch über den Ariel Atom geredet. Ich habe es gar nicht ja. gewusst. In der Schweiz kommst du ja nicht über, eben weil Zulassung so schwierig oder unmöglich ist. Ich weiss nicht, woran das liegt. Ich habe mich jetzt da nie groß damit befasst. Du musst Aber halt einfach das Auto wirklich lieben, wahrscheinlich, dass du das ganze Prozedere durchmachst, so mit Anmelden, dieses, jenes, und dann bist du ja Unmengen Abklärungen und nimmst Ja. halt einfach viel Geld in die Hand. Ja, die Sache ist eben, wie es dann mit dem Atom aussehen würde. Ich kann mir vorstellen, der Aston Martin Vulcan, der Rennwagen, Mhm. wo ja eine Firma in Großbritannien ja, oder in der UK strassentauglich gemacht hat. Und die haben ja einen riesen Aufwand müssen betreiben und wir haben es ja schon angesprochen. Einfach, eigentlich ist das grosse Problem war nicht Rückspiegel, Seitenspiegel und alles. Das grosse Problem war so Knöpfe, wegen der Radien, Verletzungsgefahr, hinten die einzelnen Lichtfasern müssen abgedeckt werden, weil Verletzungsgefahr und alles. Und in der Schweiz würde es vielleicht, keine Ahnung, würde es gar nicht anbringen. wahrscheinlich nicht. Nein, das finde ich ein Witz. Also sorry. Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, haben sie in der UK irgendwie prozentual mehr Unfälle wegen so, sag mal, wegen so Ich eingebauten... glaube nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, du siehst in den USA, dort sind ja Unterbodenbeleuchtung und all das Zeugs alles erlaubt. Ja, Ich denke einfach, man ist fast jetzt übervorsichtig. In der Schweiz, wo es dann eben zu illegalen Bauten kommt, wo du halt nicht anmeldest oder halt so versteckst, dass es nicht findet, wo dann halt dann zu Unfall führt. ja, generell, vor ein paar Jahren haben sie mal gesagt, ja, wegen der MFK ist ja dort ein bisschen Kritik geraten, weil wie häufig ist das Auto selber die Schuld an einem Unfall. Ja. Und das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Ich glaube, es ist 4% oder noch weniger, wo wirklich ein Fehler am Auto zu einem Unfall führt. Meistens ist es der Fahrer. Mhm. Ja. Genau, darum muss ich auch sagen. Also ich finde es irgendwie cool, dass dass gerade sie in England die Top Gear haben können im Prinzip eine Waschmaschine auf Rädern können zulassen. Ja. Nummerschilder für das können bekommen. Ich meine, gang auf Belgien. Also ich habe erst gerade letztens einen Bericht gelesen, wenn du musst theoretisch, kannst jetzt du auf Belgien gehen, meldest dich dort als Radiosender an, musst zwar nicht ausstrahlen, oder kannst du etwas ausstrahlen, wenn es niemand lust. Und dann kannst du den TÜV auf Belgien zulassen. Und dann TÜV hast du in Belgien kein TÜV. Das heisst, er kann so laut sein, wenn er will, kann so viel saufen, wenn er will. Und dann kannst du nachher problemlos in der EU rumfahren. Du hast einfach das belgisches Nummernschild. Okay. Also theoretisch gibt es auch Möglichkeiten, aber ob der Aufwand willst du betreiben. Also im Prinzip unter dem Deckmantel vom Journalismus, oder? Ja, du kannst generell irgendeine Firma anmelden. Du kannst theoretisch, was du immer willst, eine Süßigkeitenfirma dort machen und du kannst nicht einfach jetzt auf Belgien gehen und sagen, ich will da einen Töffi lösen. Dann fragt sie, wieso. Ja, du kannst sagen, das du ist löst klar. ein fürs Geschäft ein, weil du das Geschäftsauto willst brauchen und dann fährst du in der Schweiz damit um. Okay. Also weißt, theoretisch gibt es immer so Deckmäntel, wo du kannst, aber du musst ihn natürlich dann dort rausbringen, zum Ja. überprüfen. Und Spannend. Spannend. Ja, das ist wirklich witzig. Aber ich dachte, der Aufwand ist wahrscheinlich einfach ja, und zu nachher groß. gehst du auf Afrika und dort hast du halt gar keine. Ja. Und dann siehst du ja, wie viele Autos rumfahren, wo die Tür fehlt oder so. Und dort gibt es prozentual nicht mehr Unfälle, weil das Auto nicht mehr so ganz intakt ist. Also du musst gar nicht mal so weit, dann einfach Richtung Balkan fahrst, Eben, was ich ab genau. und zu noch mache. Das sieht jetzt ähnlich aus. Vielleicht nicht gerade Ja, nicht so, die aber Bedingungen. ähnlich. Und es funktioniert irgendwie auch. Mhm. Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Ich weiß nicht. Es wird ja nie irgendetwas gelockert. Das ist Nein. Nein, es wird nur immer angezogen. verschärft. nur angezogen. Ja, und gerade der deutschsprachige Raum ist ja bekannt dafür, dass man es liebt, wenn alles ein bisschen überreguliert ist, weil sonst Ja. geht es ja nicht. Umweltplaketten und so. Genau, alles so Der gleiche Geschichten. Scheissdreck. Bin ich froh, dass wir das in der Schweiz nicht haben. Mal abwarten. Kommt sicher noch Ich irgendwann. hoff's nicht. Nicht oder noch nicht. Irgendein Politiker ist da sicher ein Fan davon, Ja, wo gut, sie ich meine, wenn du die ganzen Grünen anschaust, was ja wollen, dass du nur Elektroautos in der Stadt fahren musst, musst du sagen, ja, wie willst du die laden? Die Schweiz hat gar nicht den Strom dafür, für alle Elektroautos zu laden. können wir Atomstrom einführen. Yeah. Bei uns war das einer von der Gemeinde, gewesen. Also Opfiken, von der Opfiken Strom. Und dann ist er sich da anschauen und hat gesagt, ich bin jetzt für die ganze Stadt. Und er hat gesagt, wenn jeder würde anfangen, da sein Elektroauto zu laden, hast du vergessen. Ja, Ja. das sagen die alle. Hast du vergessen. Also du müsstest, dort beim Fressbalken, los, dort sind ja unzählige Tesla und Elektroauto-Dings. Und nachher, wenn du über den Haken läufst, kriegst du einen fetten Dieselgenerator, der dahinter steht. Muss ich sagen, ja, oh, wow, bringt jetzt nicht wirklich viel mehr, weil der läuft einfach 24/7, dass wenn einer kommt, Strom rum ist. Ja, gut, du musst auch nicht über den Haken schauen. Ich meine, machen Ja. wir ja auch nicht. Das meine ich, die Grünen machen ja nichts anderes, dass die Grünen nicht werden. Ja, das ist generell. Es ist ja bei vielen so,
es sind ja Leute am Entscheiden und darüber am Diskutieren, die eigentlich wenig von der Materie verstehen. Ja, da wo einfach zu wenig, finde ich, fürs Volk. Also klar, grün werden ist keine schlechte Idee, aber ich denke, das sind, klar, Autos sind viele Ursachen dafür und so, aber auch weil sie so grosse Mengen verfügbar sind, da finde ich, da müsstest du andere Sachen zuerst angehen. Ja, also ich meine... Aber halt in den Autos ist es am einfachsten einzuschränken, weil da schränkst du Privatpersonen ein. Wenn du bei Firmen anfängst zu einschränken, dann geht es einfach irgendwo anders hin, da hast du keine Steuereinnahmen mehr. Absolut. Ja, es ist genau das, weil die wirklich etwas tun können, sind die Firmen. Ja. Ich meine, nur die ganzen Containerschiffe, die ganzen Flugzeuge, sonst die ganzen Fabriken und alles. Also, das habe ich erst letztens einen Artikel gelesen. Ich meine, in der Schifffahrt wäre es so einfach, mit Wasserstoff die Schiffe zu betreiben. Ich meine, es kommt als Emission kommt Wasser raus, kannst direkt dort rauslassen, wo du bist. Und, aber jetzt wollen sie es mit irgendeinem radioaktiven Gas machen. Wenn es die Zukunft in der Schifffahrt. Und dann müssen sie sagen, so, ja, aber wie ist das mit Grün und so. Okay. Aber dann schränken sie lieber die Autos ein. eben, ja, das, weil Autos ist ja, wie du es gesagt hast, eigentlich eher eine Privatsache, oder? Und dort willst du ja Geld machen, oder? Ja. Ja, das Dort andere, kannst du ja schröpfen, oder? das andere Problem, das du beim Schiff hast, ist natürlich internationales Gewässer. Das gehört in dem Sinne niemandem. Also du kannst es gar nicht regulieren. Also, im Moment kannst du es halt nicht regulieren. Ja, das ist ein bisschen wie Holland. Also, ich gewusst, Holland hat 100 km/h Geschwindigkeits... Ich bin landesweit, schon lange nicht mehr dort gewesen. landesweit 100 km. Also, das hat mein Kollege letztens erzählt, ich bin jetzt nicht anschauen. Aber das ist im Prinzip das, weil ich denke, was machen alle Holländer? Die gehen auf Deutschland fliegen, oder? Ja, aber das macht ja jeder Schweizer. Also so. Ja. Ja, aber ich Wenn meine, du irgendwo in der Nähe auf der Grenze bist, gehst du auf Deutschland raus go Gas geben. Genau, Die aber- schnellsten auf der deutschen Autobahn sind die Schweizer und die Auswertung und die Deutschen selber. ja, aber ich sage ja, das ist eben genau das. Und du sagst, ja, in Holland, wir sind alle super clean und das schiebt das Problem woanders ab. Das ist genau das Ja. mit dem Dieselgenerator, Mhm. mit den internationalen Gewässern. Ja. Ja, das ist ja die Schweiz generell. Wir sind super clean, so wegen Filter, also Abgasfilter und so. Nachher gehst du mal auf China und dort lädt einfach jede Firma ihren Dreck entweder ins Wasser oder so. Da meine, da bringst du einen Scheissdreck, dass die Schweiz grün ist. Ja. Die einzigen, die darunter leiden, sind die Schweizer Bevölkerung selber. Und viele Ja. Anteile davon haben wir nicht, dass wir die Erde grüner machen. Ich denke, da ist die Schweiz eher eines der vorderen Länder, wo müsste bei anderen Ländern schauen und sagen, so, ja, entweder passiert jetzt etwas oder es kommt kein Geld mehr. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, gut, es gibt ja immer, weißt du, das ist jetzt, wir kommen jetzt in einen Bereich hier, wo du nicht einfach kannst, irgendwas selber bestimmen, weil es gibt Ja, immer logisch, ja. es gibt Logisch. Player von überall, die Druck machen können. Aber im Prinzip, wenn jemand kommt und sagt, die Schweiz muss grüner werden, muss ich sagen, ja, sorry, also so viel können wir jetzt auch nicht tun. Ja, vor allem, wir erheben ja schon Steuern aufs Benzin, was du irgendwann musst sagen, und auch jetzt auf Flugtickets, so immer mehr Steuern. So. Was macht eine Familie, die jetzt nicht Top-Verdiener ist? Ich meine, da kannst du gar nicht mehr in die Ferien, dann musst du mit dem Auto gehen. Ja. Und dann Auto zahlst du nur mehr Abgaben fürs Benzin. Mhm. Also irgendwann musst du dann sagen, so, ja, aber das schränkst du schon fast das ist so persönliche Bewegungsrecht ein, wenn du es Ja. so willst sehen. Ja. Du solltest jetzt lieber mal so in den Emiraten und so dort mal anfangen. Wenn dort, was zahlst du dort für einen Liter Benzin? Fast nichts. Dort fährst du an eine Tankstelle hin, ja, tanken wir mal Also wenn 10 ich nicht kannst das letzte Mal in Saudi-Arabien war, hast du für 1 Rial, das sind damals, glaube ich, 25 Rappen gewesen, hast du 7 Liter Benzin bekommen. Eben, Weiss das nicht, ist ja, das ist ja ein aussieht, Witz. Alter. aber Ich meine, mittlerweile, mit was zahlen wir? Je nachdem, wo du kommst, zahlst du zahlst zahlst 1,60, 1,70 für einen Liter. ja, also wir sind da schon bei 1,70 Eben. da hin. Mhm. Gut, aber bei Kanton Schweiz da innen und wir haben jetzt eine neue Tankstelle, jetzt zahlst du 1,24 für den Liter. What? Ja. Alter. Die ist der Sohn von dem, wo das Grundstück gehört. Der ist, glaube selber wohnt der in Abu Dhabi, also der ist gar nicht in der Schweiz, ist alles autonom, die Tankstelle dort. Okay. Aber das ist schlimm. Das ist gerade, wenn du durchfährst, Pfäffiken kannst auf der Autobahn, kommst gerade dorthin, nebendran Subway. Du siehst so viele Ausländer auch hinfahren, tanken, Subway und wieder weiter. Muss ich sagen, ja, das funktioniert so, weil es an der Autobahn ist, Ja. aber nicht direkt an der Autobahnraststätte ist. Das heisst, viele fahren drauf, gehen in Subway, gehen wieder. Und es stehen dort so viele Leute an. Du hast regelmäßig Stau auf der Straße, weil die Leute nicht mehr abbiegen in die Tankstelle hinein. Ist das der, der davor ist, oder wo? Nein, es ist dort, Qualipet ist unter anderem. Ja, dort, ist ja gerade nebendran. Mehr oder weniger. Etzel, wie heisst Etzelbenzin oder so heisst jetzt noch. Okay. Weil dort hat sie schon mal eine Tankstelle gehabt. Ja, und die hat so nicht rendiert, weil sie zu teuer war, weil vorher hast du dort einen Spar drin gehabt. Jawohl. Ganz ursprünglich. Und der hat, glaube anscheinend, so wenn ich das gehört habe, anscheinend 150 müssen abdrucken im Jahr, dass er dort drin sein. Und dann logischerweise hat er gesagt, so rendiert es nicht mehr, ist gegangen. Dann war ja lange nichts dort drin. Gewesen. Und dann ist auch die Tankstelle nicht mehr gelaufen. Mhm. Weil wieso fährst du an eine Tankstelle, die in der Autobahnnähe ist, einfach nur zum tanken? Da ist genug Raststätten, also Mhm. genug Raststätten auf der Autobahn.
Und dann jetzt die hat endlich können gehen, weil die haben einen Vertrag gehabt und die haben jetzt endlich können gehen. Und jetzt ist er gekommen und er ist halt am Anfang eingestiegen, ist bei einem Stutz für einen Liter. Krass. Weil er genau gesagt hat, du, so habe ich Kundschaft und du siehst so viele Junge auch, wo einfach hinfahren, weil sie günstig können tanken können. Logisch. Und wenn er so, der hat eben, du kannst am Morgen um 2 vorbeifahren, die Tankstelle ist voll. Du kannst am Mittag durchfahren, sie ist voll, die ist einfach immer besetzt. Krass. Ja, dann müsst ihr langsam ausbauen. Dort, ja. Ja, er kann nicht. Also, sie ist limitiert auf 5 Säulen und die 5 Säulen sind immer ausgelastet. Krass. Heftig, ja. Eben, Ja, das ist noch der einzige Vorteil, den wir momentan haben mit Tanken dort. Aber sonst muss ich ja sagen, so für Neulenker und gerade für Leute, die in der Ausbildung sind, ist halt Benzin schon extrem teuer. Teuer, sehr teuer. Ja, eine Möglichkeit, um das ganze Benzin verbrennen loswerden, ist der da. Hat ja Ferrari da eine neue 812 gezeigt. Ihr kennt den vielleicht, 6,5, also der normale 812 ist ein 6,5 Liter V12, der bis 9000 dreht. Und Ferrari dachte, ja, das ist ein bisschen zu wenig. Wir müssen noch ein bisschen aufdrehen. Gut so. Dreht bis 9500. 830 PS. Also PS spielt ja wirklich keine Rolle mehr. Also 800 PS. Hat er das ja wieder bei den nackten Zahlen? Ja, also eben spielt ja wirklich keine Rolle, aber einfach, wenn da einer 9500 dreht, oder dann. Ja, sieht ja schön aus. Ja, komme ich auch eigentlich nicht über. Ja. Serious Business. Ja, ich denke, es sieht auch besser aus als der normale 812. Ich finde der F12, einer der Vorgänger, finde ich, sieht eigentlich schöner aus. Ist ja von Pininfarina designt worden. Und der hat es selber gemacht, aber der ist ein schöner. Sind Hecken erinnern mich an Lamborghini. So die Klappen so. Ja, nur mit der Schlitz drin. Also. Ja, genau. Ja, also, ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich nie auf der Straße sehen. Aber. Leider. Ja, vielleicht kann sich der Schmia so einen kaufen, dann sehen wir ihn immerhin auf YouTube. Machst du einen Spendenlink? Für ihn? Ja. So, da kannst du einen Test fahren, also für die Zuschauer. So. Aha, so. Das wäre noch etwas, Muss ne? so als Studie so. Ja, ich bin glaube noch nie gross genug drin, da, um so etwas zu reissen. Wie komfortabel kannst du einen 812 auf der Schweizer Straße bewegen? Cooler Test. Machst du eine Studie dazu? Ja. Versuchst mal eine Staatsunterstützung zu bekommen. Ja. Schaust du mal Ferrari an? Also, ja, generell Ferrari, ich weiß nicht, die haben sich irgendwie zu einem Freimaurerclub entwickelt. Ich meine, das machen ja alle Hersteller. Wenn du irgendeine spezielle Version willst, musst du schon Kunde sein und schon x Autos von ihnen haben. Ja. Aber ich habe mich mal bei Ferrari angemeldet, einfach nur für die Presseseite. Bei Porsche geht das ohne Problem. Da komme ich News über von der Porsche, wenn irgendetwas tut. Bei allen anderen geht das auch. Bei Ferrari musst du dich anmelden und dann tun sie überprüfen. Für Presse, für Fotos im Prinzip, ein bisschen Text. Weißt du, Lamborghini habe ich einfach schnell angemeldet. Jetzt komme ich auch dort News über, kein Problem. Ja. Aber vor allem ist ja kontraproduktiv, finde ich. Also weißt, wenn sich jemand dafür interessiert oder so, oder gerade auch die Presse sich dafür interessiert, ich meine, ist ja kostenlose Werbung eigentlich. Eben genau, ich meine, ich wollte ja mit euch darüber reden im Prinzip, oder? Ja. Und ich wollte nur schon das Bild können zeigen, das direkt von Ferrari kommt. Ja, schwierig. Komisch. Aber ja, generell, ich meine, Ja, Ferrari ist ein bisschen speziell. Ja. Also Porsche habe ich jetzt auch schon können. Porsche habe ich auch können, schon privat. Jetzt sind trotzdem alle Kameras gerade. Gut, wieder zurück zum Thema. Gut, viel ist eigentlich gar nicht mehr rum. Ich weiß nicht, ich kann noch ansprechen. Stellantis sagt euch ja etwas. Das ist ja der Merger von PSA, vom Peugeot Citroën Konzern und vom Fiat Chevrolet. Die haben ja jetzt einen Merge gemacht. Jetzt heisst die Firma Stellantis. Und eine News, die ich dort aufgeschnappt habe, wo ich bringe halt gerne schlechte Nachrichten. Jedes Mal irgendetwas Trauriges. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber wo Alpha zum Beispiel Giulia angekündigt hat, als Hecktriebler, ist das für mich grosse News. Ich hatte noch nie einen Alpha gehabt. Aber die ist geil. Also die neue, die sie jetzt rausgebracht haben, die ist wirklich bad. Genau, das ist cool, so etwas von Alpha zu sehen, oder? Und jetzt eine Ankündigung von Stellantis war, die Plattform wird gestrichen. Okay. Weißt du, jetzt haben sie so lange an dieser Hecktriebler-Plattform gearbeitet und jetzt wird zusammen gecancelt. Schade, ja. Und weißt du, dann habe ich überlegt, so, ja, ich weiß nicht, wird das im Prinzip
einfach alles ein Auto sein am Schluss. Weil, ich meine, Peugeot Citroën sind schon immer die gleichen Autos gewesen. Ja. Die haben nie gross diversifiziert dort. Mhm. Sie sagen zwar, DS sei ihre Premium-Marke, aber im Prinzip ist es wieder die gleichen Auto. Ja, und Das ich PS mehr. Ja, Dann ist es Sportversion. genau. Und ich habe jetzt einfach überlegt, ich weiß nicht, wird es jetzt Dodge Chargers geben, die 2 Liter Vierzylinder haben? Oder 1,6 Liter Vierzylinder? Oh, Hilfe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die so in Europa einführen zumindest. Ja. In Amerika wirst du sie so nie gesehen, logischerweise. Ja, aber es gibt extrem viele, die auch sagen, die Europa-Versionen sind generell scheiße. Mhm. Also ich habe es erst jetzt gerade letzte Woche gesehen, bin ich an einem Car Meet am Abend. Dort ist auch ein Mustang, eine ist Europa-Version, eine ist die Ami-Version gekommen. Und die Ami sieht einfach so viel geiler aus. Ja. Die haben nur die roten Blinker und die Europa-Version hat auch die gelben, also die orangen. Das sieht einfach so nicht schön aus, nicht passend. Ja, und das andere ist, ich meine, die Hersteller wollen sich auch nicht mit unseren Regelungen umschlagen. Ja. Der GT350, sagt ihr vielleicht was? Oder der GT500 Mustang, ja. Mustang. Oder? Einmal als Sauger halt, was es bei uns nicht gegeben hat, und dann auch der Kompressor, was es bei uns nicht gegeben hat. Ja, ist logisch. Und sagen, ja, wieso, weißt du, für die paar Leute, Der Markt ist viel zu klein. Genau. Weil das gleiche Problem hat ja jetzt Tesla auch gehabt. Ich meine, mit dem neuen Truck, was sie rausbringen, nicht der Cybertruck, sondern der Lastwagen, ist ja in Australien gecancelt. Also die dürfen es nicht ausliefern, ja, wegen irgendwelchen Normen, die es nicht erfüllen. Und Tesla sagt jetzt auch, die haben dort so fette Trucks, so einen kleinen Markt, die juckt uns nicht. Und Ja. das ist halt das Problem von vielen Automarken. Wenn halt zu wenig Abnehmer hast, ist logischerweise, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht. ja. Für das kleine Land, gerade wie die Schweiz, da irgendetwas müssen machen. Ja, aber es ist ja nicht nur die Schweiz mittlerweile, sondern auch Ja. generell. Weil das Gleiche ist ja Amazon, du siehst all die grossen Hersteller, die Schweiz ist jetzt wenig wichtig. Ja. Alexa, gutes Beispiel, unterstützt in der Schweiz eigentlich nicht. Ja, aber jetzt auch auf das Auto wieder zurückbringen. Ja, Ja, Mitsubishi aus Europa raus, Mhm. bringt es nicht. Nissan 370Z bringt es nicht auf Europa, bringt es nicht. Sonst musst du aufwendig importieren, wenn es überhaupt geht. Genau, Ja. genau. Subaru BRZ bringt es Ja. nicht. Kommt nicht auf Europa. Und darum, ja, also, keine Ahnung. Ich finde es schade. Ja, Das alle ist anderen, schade. alle anderen werden Freude haben irgendwann und wir müssen nachher auf unseren E-Bikes fahren. Ja, das geht einfach parallel Import. Ja, Ja, also das können sie sicher machen, aber die Sache ist, die müssen ja dann auch etwas an einem Auto tun, oder? Um sie Straßen Kommt drauf an. ja es, eben, Kommt es wirklich kommt drauf an. Also Zum Teil kannst du die Autos überholen und du musst im Prinzip gar nicht dran machen. aber wenn es verdacht Abgasnorm ist, musst du dann nicht. Ja, natürlich. Dann musst Ja. du dann halt schauen, dass du vielleicht einen besseren Cut kriegst oder einen zweiten Cut oder wenn es die Aber Lautstärke ist. Und ja. ich meine, du kannst ja viel mit Software dann machen, weißt Ja. du? Wir haben den Das ist der Vorteil, Vorteil von den heutigen Autos, Richtig. dass du softwaretechnisch günstig kannst Anpassungen machen. und wir haben einen guten Stand von der Benzinqualität da. Ja, Das auf heisst, jeden Fall. Weil du eben gut, die Autos, wie die abgestimmt werden, sind ja meistens regional, wenn nicht sogar global. Mhm. Also das heisst, du gehst davon aus, dass irgendwo, ich weiß nicht, wo es ist, keine Ahnung, aber das ist irgendwo die schlechteste Spritqualität, weil dort nur der Güssel angeliefert wird und das Auto muss dort funktionieren. Auf das wird es entwickelt. USA, wo 89er bekommst, oder 89 Oktan. Ich weiß es nicht. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, irgendwo in Afrika oder irgendwo im tiefsten Asien, Ja. Myanmar oder was auch immer, dass du dort einfach kein gutes Benzin bekommst. Aber die Autos täglich mit funktionieren. Ja. Dann stimmen sie es so ab. Und wenn du natürlich mit dem Auto auf Europa kommst, wo du die Spritqualität relativ gut hast, bin ich überzeugt, dass du viel softwareseitig kannst optimieren, dass du die Abgaswerte auch erfüllst. Mhm. Ohne Problem. Also nein, ich will nicht sagen ohne Problem, aber ich denke, es wird möglich sein. Ja, das Aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, man muss Zeit investieren. Und wenn ein Hersteller von sich aus von vornherein schon sagt, nein, den Aufwand will ich gar nicht betreiben, dann kann es aber eben den glücklichen Fall geben, dass es für dich relativ einfach ist, so ein Auto zu importieren und zuzulassen, ohne, weiß nicht was für Modifikationen. Aber eben, es kann natürlich auch umgekehrt sein. Das weiß man halt nicht, das sind Erfahrungswerte. Ja, das wäre spannend zu hören, von jemandem, oder? Wo in diesem Business ist. Wie Ja. läuft das ab, wenn du Absolut. so ein Modell da rüber willst bringen? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel GT350er da. Mhm. Und ja, haben die irgendetwas speziell machen an denen? Oder? Du, das ist nicht Ja. mehr so die, ich weiß nicht, wie er heißt, in Spreitenbach gibt es einen grossen Ja, aber der, US-Car, genau, der meine ich irgendetwas. Ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Der wird dir natürlich nie sagen, wieso oder Ja, was du musst logisch. machen, dass Das du ist das sein importieren. Genau. Weil er hat Zeit investiert, er hat das Geld investiert, um es herauszufinden. Und damit verdient er jetzt halt das Geld, dass die Schweizer, die einen GT350 wollen, dass die zu ihm gehen, den kaufen. Ja, vielleicht kostet das Auto in Amerika $60.000. Mit dem Verschiffen und alles bist du wahrscheinlich irgendwo bei $70.000. Importieren bist du bei $75.000. Und dann hast du, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht irgendwie 5'000 Franken Aufwand, um was auch immer zu adaptieren. Vielleicht ein bisschen Lämpchen, vielleicht ein bisschen Abgaswerte, ich weiß es nicht. Also bist du irgendwie bei Investition von 80'000 und wenn du das Ding dann für 100'000 kannst verkaufen, weil du der Einzige bist, verdienst du ein gutes Geld.
Ja. Vor allem, eben, es ist, wenn du mal den Weg gefunden hast, ist es auch einfacher zu machen. Absolut. Ja. Und dann ist es eben auch so, wenn du dann das Fakt oder das DTC, je nachdem was halt näher ist, wenn du die mittlerweile dann kennst, dann ist es auch nochmal einfacher, weil sie dann natürlich auch nicht mehr jedes bisschen ganz genau anschauen, sondern irgendwann müssen sie dann auch, okay, der macht qualitativ gute Arbeit, es erfüllt immer seine Normen und seine Zwecke. Und dann musst du auch schon nicht mehr so viel Aufwand betreiben, um so ein Auto klar zu kriegen. Oder? Und dann schauen, wenn es dann die Corvette Z06 überbringt, Ja. wenn es überbringt, wie das dann aussieht. Wie so eine werden es dann sicher überholen. Und Definitiv. Ich meine, du hast ja auch in Deutschland, in München, hast du den Geiger Cars, Mhm. der ist ja bekannt für Dummies. richtig, Der macht genau das. ja. Der stattet die dann auch mit Kompressoren aus, lädt die zu, die kannst du kaufen, die sind zugelassen, alles kein Problem. Ich habe bei Sportauto mal gelesen, weil der hat einen Einblick gegeben in seine Arbeit. Er war genau der Geiger gewesen. Und er hat gesagt, die müssen also wirklich auch in die Software eingreifen, Ja. oder? Wenn es Ja. eben gerade im Abgangsstrang und allem, das ist dann eben schon recht ein Aufwand. Wir Logisch. müssen auch Software schreiben dann für die Ja, aber Autos. du schreibst in der Regel einmal und dann kannst du sie wieder verwenden, wenn es das gleiche Modell ist. Jawohl, Ja, das schon. Aber du musst es investieren und zu dem Zeitpunkt weißt du nicht, ist es überhaupt möglich oder nicht. Das heisst, ist du musst... immer das Risiko, wenn du Genau. etwas Neues machst. Eben, ich meine, wir kennen das bei der Softwareentwicklung kennen, ist ja. Ja. Ist ja Und eben, teuer du und- musst das Wissen haben, wie das funktioniert, auf was du musst achten. Eben, neue Motoren haben wieder andere Grenzwerte. Gut, in dem Fall willst du es natürlich nicht ausloten, das ist natürlich schon klar, sondern du willst einfach das Ganze so anpassen, dass du die Abgaswerte erfüllst. Aber gleich, eben, es ist Zeit, es ist Investition, es ist Wissen und es ist ein Risiko. Und das lässt sich eine Firma zahlen und das ist ja auch logisch. Ja, Dann ja, würden das wir alle gleich machen. Natürlich. Ja. Gehen wir fertig jetzt mit normalen Auto. Gehen wir jetzt zu speziellen Autos, die nicht auf der Straße kannst fahren. Bevor wir dort anfangen, ich habe gestern wieder mal abgelenkt, sorry. Ich habe gestern mal überlegt, ich habe immer wieder so Ideen. Es gibt ja Hersteller, die bieten ja ihre Driving Experiences an. Und ich habe eben irgendwo auf irgendeiner Werbeopfer, irgendeiner Werbung gesehen, dass Porsche, ich glaube auf Instagram sogar, ja, ich glaube auf Instagram da hat Porsche gesagt, ja, wenn du dich für die Porsche Driving Days Experience, was auch immer, anmeldest, darfst du einen 911 RSR fahren. Das ist ja die GT LM Klasse oder die GT E Klasse, glaube ich. Also, wo ein bisschen schneller sind als GT3. Und ich bin da mal schauen. Und dann gesehen, aha, ja, kostet, glaube ich, irgendwie 8'000 Stutz, 8'500 Stutz. Und ich dachte, ja, Moment mal, weißt du, das ist ein Traum, den du kannst erfüllen, oder? Du zahlst 8'500 Stutz Ja, ja. und dann gehst du mit dem 911 RSR fahren. Das ist nur, wenn du deinen eigenen RSR mitbringst. Ah. Die Miete vom RSR, von einem 1,2 Millionen Dollar Fahrzeug, kostet 47'000 Für das was? Einen halben Tag? für oder einen was? halben Tag. Ja. Alter. Und dann dachte ich, ja, den kannst du dann schon nicht so einfach erfüllen. Du kannst nur hoffen, dass irgendwie bei denen, es gibt ja noch andere Anbieter von den Rennstrecken, die das einmal machen, wo du auch Autos kannst mieten, dass es so vielleicht mal günstiger als so etwas ankommt. Ja. Ja, also, Aber du musst auf Deutschland. Ja. Oder, so. ja, ist Oder sowieso England. Oder sehr beliebt ist Malle. Dort gibt es ja... Schon. Ja, Abt hat ja dort eine Rennstrecke, die reingehört. Okay, Und Okay, dort das haben habe sie ich zum gewusst. Teil je nachdem auch Testautos, die rumstehen, die du dann kannst fahren. okay. Aber du musst natürlich auch Glück haben, dass du einen rumstehst und natürlich... Ja, kannst nicht einfach nicht gerne den, sondern musst schnell ins Gespräch und dann irgendwie hoffen, dass du dann halt den kannst fahren. Ja, also eben das Einzige, was irgendwie erfüllbar ist, ich habe gesehen mit dem GT3R, das ist das GT3-Fahrzeug, also eine Klasse tiefer. Wenn du so eine Stunde in 2-3 Sessions an 20 bis 30 Minuten willst fahren, dann hast du irgendwie 4'000-5'000 Euro dann. Also das ist vielleicht einigermaßen noch Ja, aber das ist Sicher. sicher geil. krass. Ja, Ja. als ich gesehen habe, aha, du kannst einen 9 RSR fahren für... ich habe so grosse Augen bekommen. Und dann hat es clear gemacht. Der Traum ist weg gewesen. Aber, Aber sie haben die gehabt. Mhm. ja, aber brutal. Ziel Brutal erfüllt. hat es mich gehabt. Ziel erreicht, was Mhm. sie wollen. Ja. Ja, ich will es jetzt im Kopf haben, aber GT3 wird schwierig. Egal. Motorsport.